Ich habe mal eine Nachbarin gehabt, die hat sich bei mir immer furchtbar beschwert, dass ich laut Gitarre spiele und singe. Und dann hat sie gesagt, ja, sie muss nämlich unter mir, das ist so ein Altbau gewesen, sie muss meditieren und Yoga-Übungen und so weiter und sie braucht eine musikfreie Zone. Das hat mich auf die Idee gebracht für den nächsten Song, weil ich der Meinung bin, eigentlich, es gibt keine musikfreie Zone, solange ich diese Welt bewohne. Ein Hundling ist in ganz Bayern Schlitzohr Bazi, jemand, der mit allen Wassern gewaschen ist und das finde ich ist doch ein guter Bandname für eine Band, die auch mit allen Wassern gewaschen ist. Du bist gestört vom Rutschen unserer Stühle. Musik kann sicherlich politisch was bewirken. Man muss sich bloß mal die Songs von Rio Reiser anschauen oder Konstantin Wecker. Das waren Leute, die politisch, Tonsteine Scherben, die politisch getextet haben. Sicherlich. Auf eine gewisse Art und Weise bereichert das auch meinen Themenpool, vor allem gesellschaftskritische Texte. Zum Beispiel steigende Mietpreise oder grassierende Fremdenfeindlichkeit. Das sind so Themen, die mir durchaus irgendwie die wichtig sind. Wenn Fremdenfeindlichkeit zunimmt, dann ist es wichtig, dass alle Gesellschaftsschichten sich äußern. Nicht nur die Politiker, sondern die Künstler auch. Die haben alle eine Verantwortung, finde ich. Deine Yoga-Übung geht leider nicht ohne eine garantiert musikfreie Zone. Es gibt keine musikfreie Zone. Keine musikfreie Zone. Solange ich dieses Haus bewohne, gibt es keine musikfreie Zone. No! Nein, Live-Spielen ist das Beste. Live-Spielen, mit den Leuten reden, Ansagen machen, humorige Ansagen machen, die Leute zwischendrin ein bisschen zum Lachen bringen. Das hilft viel und lockert die Stimmung. Und dann aber auch nicht bloß irgendwie lustig, sondern auch ernste Lieder. Also sich komplett, also das Leben bietet eine riesen Bandbreite an Themen. Das ist für mich ein geiles Konzert, wenn man alle Bereiche, Lachen, Tanzen, Klatschen, Ernst, Humor, wenn die alle vorkommen in einem Konzert, dann ist es geil. Ich bin wirklich total happy mit meiner Band, weil wir uns einfach echt, und das ist nicht bloß so dahergeht, einfach super verstehen, weil es einfach coole Dudes sind, mit denen man auch gern Zeit verbringt. Also ich freue mich auf jedes Konzert, auf das ich fahren kann mit meiner Band, weil es einfach coole Leute sind. Ja, das ist unser Ritual, um uns gemeinsam auf die Bühne einzustimmen im Zeichen des Oberhundes. Und das erreichen wir durch ein gemeinsames Chanten des Wuff. Ich bin der einzige Linkswuffer. Das ist also, Wuff ist für uns ein Energiespender, ein mentaler. Ist der Dialekt für Wow. Und das ist quasi unser Ritual, mit dem stimmen wir uns auf unser Publikum ein. Im Land der Wundermärchen verwandelt Leitungswasser sich in Zaubertrank und flirren wie Gummibärchen. Auf ihren Untertassen lachend aus dem Schrank im Land der Wundermärchen. Wofür singst du eigentlich? Wofür singst du eigentlich? Wofür singst du eigentlich? Oder hast du doch vor allen Dingen manchmal ja bloß Bock auf Singen? Oder